Ich begrüße euch ganz herzlich bei unserer News-Sendung Panorama, heute moderiert aus der Hauptstadt. Folgende Themen haben wir für euch. Nach dem Hausbrand zu Unterseen. Wie geht es weiter mit der Familie Spielberg? Eine außergewöhnliche Reise im VW-Bus von der Bernerin Annemarie Morgeneck. Und die etwas andere Holzmafia ist unterwegs im Kanton Bern. Wir leben, das ist das Wichtigste. Das sagt der Familienvater Patrick Spielberg aus Unterseen. Vor gut 2 Wochen ist ihr Haus abgebrannt. Die Familie lebt zwischenzeitlich bei Verwandten. Und jetzt ist die Frage, wie weiter nach so einem einschneidenden Erlebnis? Es war ein altes Schalenhäuschen mit weltweiten Umschwung. Eigentlich das, was wir gesucht haben. Einfach auch mit Hund und mit Kind, dass sie sich dort wirklich frei bewegen können. Wir sind heimgekommen und es hat wirklich einen Knall gegeben in den Scheiben. Und das hat Rauch hineingeschlagen. Und die Polizei hat dann gesagt, es sei zu 99% durch einen Kurzschluss vom Parterre Licht ausgekommen. Es ist eigentlich alles bis auf den Grunddach gebrannt. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Wir konnten nichts mehr retten. Es ist alles weg. Die Solidarität war ja recht gross hinten nach, hast du erzählt. Ja, also wir hatten sehr viele Leute, die wirklich sehr hilfsbereit und mitfühlend waren, uns Kleider und Spielsachen für die Kinder gebracht, auch Spendengelder haben gebracht. Also es war schon sehr überwältigend. Und jetzt das Wichtigste für euch im Moment ist ja eigentlich, ein neues Zuhause zu finden. Ja, das ist richtig. Eben, im Moment sind wir bei meinem Bruder untergekommen. Und es ist einfach für uns wichtig, dass wir eine 5,5 Zimmerwohnung, wenn es geht, in Unterseen oder an Grenzen von Unterseen ist, dass die Kinder hier in die Schule können. Wir als Familie, das war dann die erste Weihnachten, die das Kleine miterlebt hat. Der Familienvater Patrick Spielberg zum Hausbrand zu Unterseen. Auf dem Berner Oberland geht es jetzt in die Hauptstadt. Und dort lebt Annemarie Morgeneck mit ihrem Hund und ihrem Mann. Und mit 60 hat sie sich dann gefragt, ist es das jetzt gewesen? Antwort: Nein. Sie haben eine außergewöhnliche Reise mit ihrem VW-Büsschen gemacht und aus dem ist ein Buch geworden. Du bist 60 geworden und hast gefunden, das kann es jetzt noch nicht sein. Wie hat dein Plan ausgesehen, für 4 Monate zu reisen? Ich schaue, wohin das mit dem Wind weht. Ich fahre ohne Ziel hier in Bümplitz los und schaue, was passiert. Und bin in den VW-Bus hineingehockt, hier einfach losgefahren. Und da schon vorne beim Bahnübergang habe ich so ein Glücksgefühl empfunden. So das Gefühl, hey, jetzt hast du einfach Freiheit. Jetzt hast du einfach 4 Monate, weisst nicht für die nächsten 4 Monate, was passiert. Wie das rauskommt und so. Und ja, bereits, als ich durch den Gotthard bin, habe ich das Gefühl, es gibt also die Höchstleistung, dass ich das geschafft habe, weil ich mir wirklich nicht so gewöhnt bin, Auto zu fahren mit dem Bus. Am Tag vorher zuerst mal gefahren, mal von Bern auf Thun, dass ich überhaupt weiss, wie man schaltet und so. Ja, dann bin ich zuerst zu unserer Tochter nach ins Tessin und dann hat es sich halt alles so ergeben, vom Tessin nach Norditalien und dann nach Slowenien, weil es so naturgegeben so nebendran war. Und dort hatte ich Autopannen, noch ein paar. Von Slowenien kenne ich primär Autogaragen. Ich habe eigentlich nichts gewusst. Ich habe auf der Reise nächtelang im Internet recherchiert über die Politik und Geschichte von dieser Region. Aber ja, es hat mir vollkommen die Emo reingenommen. Am liebsten ging ich wieder. Ich schreibe ein Buch über Menschen, die seit Jahrzehnten hier in der Schweiz leben. Aus der Gegend, aus der Balkanregion kommen. Was sind denn die? Man liest immer nur negative Schlagzeilen. Das kann es doch nicht sein. Ich habe so tolle Erlebnisse, riesige Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft von diesen Leuten erlebt. Wirklich in einem enormen Ausmaß. Und hier kenne ich niemanden. Wir lesen negative Schlagzeilen. Und sehr viele Leute haben Vorurteile gegen die Jugos, wie es auch heissen. Das stimmt auch nicht. Und was die Leute lernen kennen.
Und das Buch schreiben und dann ihre Lebensgeschichten aufschreiben. Ja, jetzt bin ich halt mit den Lesungen dran. Darum sage ich, es ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist mir so wichtig. Die Leute müssen das Buch nicht kaufen, aber die Leute müssen es lesen. Weil ich eine kleine Botschaft vermitteln mit dem, weil ich ein bisschen Augen und Herz öffnen für die Leute hier. Dass sie vielleicht, bevor sie sich auf negative Schlagzeilen konzentrieren und so stereotypische Bilder haben, als dass dann vielleicht eine Geschichte hier in den Sinn kommt. Oder man sieht ja manchmal etwas anderes, einen anderen Bezug. Dass sie vielleicht einen kleinen Bezug zu den Leuten hier im Buch bekommen, wenn sie das lesen. Von der Reise im VW-Büssli jetzt zu der etwas anderen Holzmafia, wenn man so will. Der Biber ist zurück, immer mehr auch im Kanton Bern. Und für die einen ist er eine Plage, für die anderen gut für die Natur. Meine Kollegin Denise Schacko, die hat mit dem Christoph Angst geredet. Er ist Leiter der Biberfachstelle Schweiz. Am meisten fasziniert mich genau das, was wir hier sehen. Also hier der Wald im Glütschbach, wo ursprünglich mal einfach ein Bach durchgeflossen ist. Dann sind die Biber vor 3 Jahren gekommen und haben mit einem Damm auf etwa 500 Meter einen See gemacht und haben Bäume zum Absterben gebracht, haben Bäume gefällt. Und einfach zu sehen, wie die Art einen Lebensraum komplett verändern kann. Der nicht mehr so aussieht wie vorher. Das haben wir eigentlich das Gefühl, nur wir Menschen können das, aber die Biber können das noch fast besser und schöner. So neudeutsche Konfliktarten wie auch Grossraubtiere, also Wolf, Luchs und so, der Biber zählt man der zum Teil auch dazu, nimmt man eigentlich praktisch nur über Schäden, die sie machen waren. Also es sind dann eben Schädlinge, im Extremfall liest man manchmal. Und es ist eben viel mehr. Es ist eben, ja, wenn man so eine Art in unsere Kulturlandschaft rauslässt, im Mittelland, kann es zu Problemen kommen. Aber in Gebieten wie eben jetzt zum Beispiel hier kann der Nutzen von dieser Art extrem gross sein. Also sie fördern eben nicht nur die Artenvielfalt, sondern es ist ganz viel Wasser, das hier zurückgehalten wird, wo gerade, wie wir in den letzten 2 Sommern grosse Trockenheiten hatten, Wasser zurückgehalten. Und eigentlich das Ganze, was der Biber macht, ist eben so ein Gewässer viel widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse, wie zum Beispiel der Klimawandel machen. Und das bringt eigentlich nicht nur einen Naturnutzen, sondern auch uns Menschen, weil wenn wir etwas begreifen müssen, ist, dass wir an unseren eigenen Lebensräumen an Zerstörung arbeiten. Und wir müssen uns selber begreifen als Teil dieser Natur und nicht da ist Natur und hier sind wir. Und nur dann wird es wahrscheinlich gelingen, die grossen Herausforderungen mit dem Biodiversitätsverlust in der Zukunft wirklich auch zu lösen. Und der Biber kann dort explizit wirklich nachhaltig etwas dazu beitragen. Der Biber im Kanton Bern. Es gibt noch andere nagende Fragen im Moment, zum Beispiel, wie geht es weiter mit dem Wetter? Das sagen euch in ein paar Sekunden unsere Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Mehr Spannendes findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Mittwoch hat der Hochdruckeinfluss von der letzten Zeit nachgelassen. Zuerst hat sich die Sonne noch ein bisschen zeigen, bevor im Tagesverlauf so langsam dichtere Wolken dazugekommen sind. Und in der Nacht auf morgen erreicht dann auch eine Störungszone die Alpen-Nordseite, die morgen am Donnerstag langsam wieder abzieht. Dabei dreht die Höhenströmung auf Südwest. Und am Freitag und am Samstag stellt sich dann über den Alpen eine Südföhnlage ein. Im Süden wird dabei viel Feuchtigkeit gestaut.
Morgen startet man dann meistens stark bewölkt und mit ein paar Regengüssen oder ab 1700 bis 2000 Meter mit Schnee in den Tag rein. Bis zum Mittag löhnt die Niederschläge aber nach und die Wolkendecke lockert sich so langsam ein bisschen auf. Am Anfang des Nachmittags kann es lokal noch letzte Regengüsse geben, sonst ist es dann aber trocken und es gibt immer mehr Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen in Brienz rund 11 Grad. In Biel liegen mit teilweise mäßigem Südwestwind bis zu 13 Grad drin. Auf den Bergen bläst starker, auf exponierten Lagen auch stürmischer Westwind. Am Freitag und am Samstag geht es dann meistens stark bewölkt weiter, mit am Freitag im Flachland ein bisschen Regen. Im Oberland bläst der Südföhn, während wir im Flachland da nur knapp zweistellige Werte erreichen. Liegen im Haslital 13 bis 18 Grad drin. Und am Sonntag ist es dann trüb mit gelegentlichen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze liegt auf 1200 bis 1300 Meter. Am Montag und am Dienstag erwartet uns dann eine veränderliche Mischung aus Wolken und Sonne mit einzelnen Regengüssen. Ja, und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.